Die Abenteuer der Pokémon gehen weiter hier bei Weiß 2. Aber diesmal mal nachts ausnahmsweise, war so. Jetzt habe ich natürlich noch ein paar seltsame Typen und so. Und wir müssen noch einiges, ja, ich denke mal noch einiges trainieren hier, wa? Ja, Beetle natürlich, Shelby, Hawkeye bereits down, Pyron, Glotzi, ja gut, Glotzi sowieso nicht, ein Rabigator. Leute, mal sagen, let's fight, wa? Lass mal kurz gucken, ihr habt bereits fett weggekriegt, wa? Genau, ja, toll, Freundschaft ist toll, Alter. Das stimmt natürlich schon. So, Typi, was willst du hier? Komm her, Mann! Wer steht mit am Weg rum? In seinem Tempo und Kühler machen wir so schnell keiner was vor. Ja, Tempo vielleicht nicht, außer immer mit Tempohieb. Aber Kühnheit? Naja, so ein bisschen mutiger als du bin doch schon. So, Pionscora. Ein kleiner Käfer, der will mich etwa zerquetschen. Ich hoff's doch nicht. Der ist doch Käfergift, wa? Das heißt, ich habe ein kleines Problem. Yep, oder wohl ein ziemlich großes eher. Und jetzt allerdings auch. Wow! Alter Schwede. Was habe ich gesagt? Käfergift? Pyron. Ein bisschen Feuer-Action kann doch niemals schaden. Für einen dämlichen Käfer sowieso nicht. Grimasse. Och ne, Mann, Initiative ist down. Naja. Wird schon gut gehen. Flammenwurf. Ja. So viel zur Initiative und alles wird gut gehen, wa? Pyron. Dankeschön, Kumpel. Und da ist einfach mal down das Pionscora. Und wir haben natürlich, ja, LPs bekommen, aber vor allem halt Beetle. Oh, ich hab verloren. Ja, hast du. Und tschüss. Du Rabauke. Da unten hat's noch was, wa? Ein kleiner, aber feiner Flottball. Brauchen wir jetzt eher selten, weil wir fangen sowieso selten Pokémon in der ersten Runde, aber könnte eigentlich durchaus mal. Wow! Was macht denn der da? Könnte eigentlich durchaus mal was werden, wa? Mach stehen geblieben, Apfeleimer ist leer. Schön. Das ist, ja. Hängt jeden Tag hier rum. Das nimmt ihm doch keiner krumm. Außer der hier vielleicht. Willst du sie ja durch? Ja, dann begrüß mich freundlich. Du Arschgeige. Zäh. Press anreppen und sagt, ja, sag gefälligst freundlich. Der Raudi, hey. Oh, Gladiantri. Achso, der. Jetzt hat doch irgendwie gerade ein anderes Pokémon im Gedächtnis, aber ist egal. Das ist doch Stahlkampf. Oder war jetzt der Kampf Unlicht? Ja, irgendwie aber sowas im Gedächtnis. Jedenfalls der falsche Typus für uns. Das heißt, Pyron, hast du vielleicht ein bisschen Bock auf drauf? Dann komm schon, Pyron. Nö, du bist doch ein guter Wundi, ein guter Wuffi, ein guter Hundi, wie auch immer. Itemsperre. Bringt viel bei ihm, vor allem weil er kein Item trägt. Das ist natürlich eine tolle Erfindung, deswegen nach der Flammenwurf hinterher. Burn, Baby, burn. Yep, das tut ein bisschen weh. Ja. Pyron kriegt zwar kaum EPs, aber ist ja egal. So, hätten wir das auch. Was gibt's denn hier unten noch Schönes? Hier haben wir noch ein paar Pokémon. Ist eigentlich perfekt. Oh, ein Gladiantri. Zum Fangen. Alter, ist ja stark, Level 40. Beat will zu schwächen? Nö, kein Bock, okay. Er hat keinen Bock. Versteh ich gut. Pyron. Autsch, autsch, autsch. Nur mal kurz, damit ich das einmal gezeigt habe und mal getestet habe. Flottball, erste Runde und so. Soll sehr effektiv sein. Wir sehen es ja gleich. Einmal, zweimal, dreimal. Okay, war jetzt effektiv, als ich dachte. Aber egal. Oh, das sieht mies aus. Wobei Gladiantri hat sowieso nur physische Angriffe und keine speziellen Angriffe. Von dem macht mir auch so ein Metall auch nichts aus. Ja, so viel dazu. So, also Flottball kann man durchaus machen. Elixier. Auch das ginge durchaus. Mann, es wurde gerade runter. Ein bisschen nervig. Was kommt denn hier? Ein Picochilla. Beetle. Kannst du schwächen? Ja, kannst versuchen. Ene Mene Mu und raus bist du.
bisschen Öhrchen anknabbern. Das wirkt sogar noch. Alter Schwede. Was haben das Item weggefressen? Oh. Beetle, das geht doch nicht. Er hat einfach das Item wegfressen. Also, was stingelt ihm? Genau, Rasierblatt. Da wollte er mir noch so frech die Zunge rausstrecken, aber es ging nicht mehr. Wow, ja, Beetle, du bist gar nicht mal so schlecht eigentlich. Also, hier ist es noch nicht. Wo ist denn das Item? Da unten also, ja. Okay. Blub. Ein wildes Wlubbelwubbel erscheint. Mytholos genannt. Der ist doch ein Psycho-Pokémon. Das müsste ja also wehtun. Mit Käferattacken. Oh, und wie es wehtut. Persenbeere weggefressen. Beetle hat Hunger. Das gibt's ja nicht. Ja, Beetle hat Hunger. Du. Nun gut, was soll's. Das ist jedem das Recht, was jetzt. Ja. Wollen wir für später aufheben. Was? Wenn er mich besiegt, nimmt er mir alle meine Pokémon ab? Alter, das ist keine Nutzlock-Challenge und so, ja? Oder Nutzlocke, wie man so noch immer ausspricht. Krokaiman. Jetzt bin ich ein bisschen in Zwickmühle. Der Käferbiss ist gut gegen sein Unlichtattribut, aber der Rasierblatt gut gegen seinen Bodentyp. Was macht mehr Schaden, wenn ich mit dem Rasierblatt war? Zumindest ist eine hohe Volltrefferquote. Hallo, Volltrefferquote, wo bist du hin? Ins Nirvana, wie es aussieht. Oh, das war jetzt nicht so schön. Aber Shelby ist in der Ring. So, Shelby, was dürft's denn heute sein, genau? Eine kleine, aber schnelle Wasserdüse. Der kommt nicht wieder. Oh, Scheiße. Nur eine Hose, nur ein Scherz, Mann. Was willst du mein Pokémon? Alter, du bist ein Arsch. Will ich doch gar nicht. Was will ich mit seinen stinkenden Pokémon? Was? Er geht's mal durch. Das war früher die totale Höhle. Eine total gute Höhle in Weiß und Schwarz 1. Naja. Der gibt's sie nicht mehr. Das wurde irgendwie, naja, ersetzt. Wo ist denn das Item jetzt? Müsste irgendwo rechts sein. Hier ist es ein Unlichtjuwel. Ach, immer diese Juwelen, hey. Mein theoretisch eine gute Idee, aber ich brauche sowieso sehr selten. Daher Eingriff ins Klo. Jojo. Das arme Klo. Ein kleines Nuggetchen. Ja, 5000 Pokédollar kann man immer gebrauchen. So, habe ich noch ein Pokémon, das gleich erscheint, das ich mit dem Flottball fangen kann oder zumindest versuchen kann. Ohrdoch? Was, ich habe noch kein Ohrdoch? Echt jetzt? Da hat mittlerweile schon eins. Oh, Rabigato, ach du Schrüne, nein, angreifen, natürlich angreifen, nee. Das haben wir Viehwerk direkt weg. Wo waren die jetzt? Ah, hier, Flottball. Und die Nummer 1, die Nummer 2 und die Nummer 3. Ohrdoch wurde gefangen. Cool. Ein kleines Ohrdoch. Übt die Fühler an seine Ohren, kann es ertasten, wenn es seine Pokémon. Kann ich mal fertig lesen. Oh Mann, sorry. Vor allem sorry an alle Ohrdoch-Fans, aber ja. Gebt mir ein D, gebt mir ein U, uiuiuiui. Gebt mir ein M, gebt mir ein B und zum Schluss noch ein O. Daraus wird der kleine, aber smarte Dumbo. Ja, sorry, fällt mir gerade nichts Besseres ein. Dumbo, lalala. So, da gehe ich nachher auf dem Heimweg hin. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ja, hallo, hier ist Michael. Hallo, ist der Michael, habe ich doch gerade gesagt. Das wird so später mal werden. Ich finde es wirklich ganz bewundernswert, dass ich unser Team nehmen. Bitte, was, Verbindung ist so schlecht? Ich möchte auch alles gehen, meine Träume zu wirklich. Alter, scheint nicht so. Oder für mich gerade ein Kollege. Was, schon wieder? Ich muss in die Arbeit. Tschüss. Mann, hey. Also, ich finde es ja sweet und so und smart, aber dass du immer so viel arbeiten musst, das ist gar keine Zeit für mich, mein Schnuckelchen. Och Menno, was soll... Was ist gerade da unten? Achso, ein paar Blumen. Die im Wind wehen. Wo geht's denn jetzt hier entlang? Vermutlich nicht so weit, wie ich das noch in Erinnerung habe. Ja, es gibt ja Trainer, die ihre Rotom in die Lagerhalle des Kaufhauses mitnehmen. Ah, ihr Rotom. Haben wir bloß zu welchem Zweck?
Das zeige ich euch nachher, Leute. Ich glaube, es ging sogar auch ohne Rotom zum Zeigen. Okay, also alle Brücke von Einel erwarte ich eine besondere Überraschung. Begegnung. Wenn ihr das möglichst viel neu erzählt, dass ich wie ein Lauffeuerverein zur Legende werden. Ich glaube, das spricht Cresselia, oder? Na egal. So. Bin ich hier? Der Typ lässt mich durch. Nö. Stehen geblieben. Wir untersuchen gerade, wie viele Personen sich gleichzeitig auf der Zylinderbrücke aufhalten können. Und wir haben soeben die zulässige Höchstzahl erreichen müssen, die Leitüberquerung untersagen. Frage. Woher weiß man, ob die Höchstzahl erreicht ist, wenn die Brücke noch steht? Sprich, wenn man jetzt noch einen draufsetzen würde, würde natürlich die Brücke runterkrachen. Logisch. Also wüsste man erst dann, dass die Höchstzahl erreicht wurde. Weil sonst müssen wir gar keine Prüfung machen. Also müssen jetzt hier eigentlich stehen, ja, wir haben die Prüfung gemacht, leider hatten wir einen zu viel drauf, das ist abgesoffen, schade drum. Natürlich mit allen anderen natürlich auch, ganz klar. Und die Brücke muss jetzt repariert werden. Das ist eine vernünftige Erklärung, nicht irgendwie, ja, wir müssen hier Testdaten durchführen und so, du kannst jetzt nicht durch. Ja. Geht erst nach der Liga, Freunde, erst nach der Liga. So viel dazu, war so, Route 9 war eine tolle Trainingssession, muss ich das schon mal zugeben. Hat sich richtig gelohnt, das Kaufhaus auf Route 9. Kaufhaus Nummer 9. Im Eckegeschoss findet man eine große Auswahl an Tränken und Schutzartikeln, im ersten Stockwerk hingegen Themen und Briefe. Wer auf Suche nach Items ist, welche die Basiswerte darauf anheben oder dauerhaft anheben oder während eines Kampfs von großen Nutzen sind, wird im zweiten Stockwerk fündig werden. Wir haben jetzt die Art und Weise in der Fremdenführer Guido-Besuche durch die Arena führt, der hat angetan, dass ich ab und zu versuche, ihn ein wenig nachzuahmen. Okay. Wer sich will des Lebens freuen, der kauft nur hier im Kaufhaus 9. Ach du Scheibenkleister, aber ist ein cooler Spruch. Ich kann den heutigen Abend gar nicht mehr erwarten, denn heute Abend geht's so richtig Post ab. Es ist Abend. Wer ist des Lebens Freunde, kauft hier nun? Ja, Kaufhaus 9. So, hier müsste es doch sein, oder? War's nicht hier? Jetzt türmen sich die Pappkartons ja schon mannshoch. Da befinden sich allerlei weitere Elektrohausgeräte, die nichts mehr zu Geld machen lassen. Was für eine Verschwendung ist hier einfach so vor sich rosten zu lassen. Es muss doch möglich sein, sie anderen wieder zu verwenden. Ja, mit Rotom. Ich glaube zumindest, wie war das, oder? Genau, das war hier. Pokepuppe, die ist zwar irgendwie unnötig, aber egal. Ich glaube, hier ist eins für Ventilatoren, aber die Waschmaschinen noch. Was gab es noch alles in Rotom? Ich glaube, es gab 4 oder 5 Formen von ihm, oder? Hat eben die allermöglichsten Dualtypen, sprich Elektrofeuer, Elektropflanze, Elektroluft, Flug natürlich, Elektrowasser, Waschmaschine halt. Willkommen, wir sind ein klein gedrängt zu einem Kampf. Bitte was? Ein Kampf im Kaufhaus? Also bei uns darf nicht mal im Kaufhaus rennen, hier darf man sogar kämpfen. Piccochilla, ja Gesundheit. 43, mein alter Herr Gesangsverein. Und wer jemand schreibt, das heißt, mein lieber Herr Gesangsverein weiß natürlich. So. Schmarotzer. Also direkt viel Schaden macht es aber nicht, Kumpel. Das wird ein bisschen mehr ziehen als da dein Knirscher. Naja. 2 Stück und down ist der Hochmut. Kommt vor dem Fall. Nützt natürlich viel, wenn die meisten Gegner hier einfach nur ein Pokémon haben. 1720 Pokédollar von mir aus. Sowas gibt es hier Schönes mit einer junge Dame aus gutem Haus. Ich bin es nicht gewohnt, mich selbst um Dinge kümmern zu müssen. Das soll sich am nun ändern, denn ich bin heute hier, um Einkauf zu erledigen. Aber aus Mangel an Erfahrung bin ich vollkommen überfordert. Sag, wärst du so gut, mir einen Hypertrank zu besorgen, möchte ich dir einen Gefangenen dafür gebe? Ja, ist da ein. Ja, das ist 300 hier. Ja. Mach aber schnell, hier hast du mein Zeichen, eine Kraftwurzel. Ja, Kraftwurzel kann man auch im Pokémon heilen. Oder war das zum Heilen? Oder sonst irgendwas zum Erhöhen des Statuswerts oder so, glaube ich. Aber es ist sehr bitter und wenn ihr eure Pokémon auf Zuneigung trainieren wollt, sprich mit Happiness werden, zum Beispiel Psyana, Nachtara und so, dann ist das nicht sehr eine gute Entscheidung. Ich bin ja noch prächtig, ja, wir uns auch. Ich habe im Inneren des Kaufhauses noch niemand zum Kampf herausgefordert. Naja, wie heißt es noch so schön? Nur die Harten kommen in den Garten. Sag mal, bist du blind oder was? Jetzt kein Garten, hier ist ein Kaufhaus. Also der Spruch ist ja schön und gut, dann nützt hier überhaupt nichts.
Kaufhaus 9, alle guten Dinge sind 9. Oh mein Gott, hey, sind ja alles voller Sprücheklopfer hier. Hallo, kann ich dir helfen? Da kann ich mal versuchen. Was habe ich noch? Mal ein bisschen auf eine gerade Zahl bringen. Machen vermutlich die meisten von euch, oder? Wie ich es mal von anderen Let's Play gesehen habe auf YouTube. Ist ja scheinbar nicht so eine Seltenheit, dass man so eine gerade Zahl nimmt, so eine Zennerzahl. So 5 reichen eigentlich hier für Top-Trank. Brauche ich noch nicht so viel. Wow, kosten die viel. Ein Beleo, bitteschön. Dankeschön. Dann habe ich hier noch ein Gift. Aber sowieso nicht. Ein Hyperheiler. Natürlich hyper gut. 4 Stück. So, ein bisschen Hals kehren. Das Let's Play ist echt nicht einfach, den ganzen Tag am P zu sitzen. 4 Stück. Ja. Naja. Nochmal 1. Dann nehme ich einen Top-Schutz, aber genug. Verkaufen habe ich irgendwo noch so einen dämlichen. Ja, Riesenpit natürlich auch. Riesenperle sowieso. Fellbrief, wenn den braucht es sowieso ein Rätsel. Dann merken wir noch, gibt es sowieso zu wenig. Nugget wollte ich eigentlich noch verkaufen. Sehr schön, sonst habe ich all. Riesennugget, geht erst später. Kann man den eigentlich wieder verkaufen? Ich weiß gar nicht mehr. Nein, Entschuldigung. Falscher Knopf. Ja, Entschuldigung, X. X wollte ich. X mal das gleiche, wie es aussieht. Meine Punkt, wenn ich mit ihnen Verstecken spiele, es geht gerade zum Mäusemelken. Andererseits glaube ich so allerdings auch nie gefallen, mich irgendwo zu verirren. Wie du meinst. Bin ich jetzt eigentlich da voll? Nö, mit alle down. Oh je, oh je. Pyron, die könnte ich auch mal ein bisschen trainieren. Ja, mal auf Level 40 noch so. Für den Fall der Fälle, was gebe ich jetzt dir hier? Aber ein Supertrank hier, Moment mal kurz. Sortierfunktion, zack, nach Kategorie, dankeschön. Brauchst du einen Supertrank, Kumpel? Braucht es viele dafür, wa? Egal. Wir haben's ja, wir haben die Kohle. Gut, wunderprächtig, ja, das passt soweit. Perfekto mobilo. Was ist denn jetzt hier los? Kommt drauf an, was hast du Gutes anzubieten? Oh, sag nur Viridium, wa? Gut, ein Heilball, nö, Netzball, nö, Nestball, nö, ein Finsterball, nö, ein Flottball, ja. Wir können es mal versuchen, oder? Vielleicht wirkt es ja wirklich noch wahre Wunder. Ein Timerball. Gott lobe die Zeit. Ich wünsche halt ein bisschen mehr. Können wir auch gut gebrauchen. Briefe. Wir brauchen einen Brief. Hallo, wir sind Zeit der Computer. Mails und so. Briefe schreiben. Sammlung an Themen. Was braucht Themen? Panero City. Ja, hast recht. So, Entschuldigung. Mensch, so, Themen. Was ist denn das so schönes? Hyperstrahlung Gigastoß. 90.000. Jo, leck mi oh, hey. 90.000. Schieb doch die Themen selber in den Arsch. Alter. 90.000, ich glaube auch. So, okay, mein Laternector ist nicht gerade der geborene Kämpfer. Den kann ich nachvollziehen. Also ein ofenfrisches Brot ist ein Gedicht, sag ich dir. Hä? Ein Geist, der Brot backt. Ich glaub's auch. Ein guter Trainer kann man daran, dass er sich viele Gedanken macht. Dann liegt es außerdem am Herzen, Pokémon siegen zu sehen. Ja, du musst ja wissen. Ich bin ein Servierer und habe nebenbei auch ein Talent für den Pokémon-Kampf. Ah, der muss wohl einer der frühen Arenaleiter sein. Erster Arena und so, kennt ihr ja. Benny und die beiden anderen. Nö, bloß ein Servierer, Schüler von ihm. Was, Michael? Hey! Jetzt bin ich ja. Wobei, nö, ich habe nicht so eine dämliche Frisur. Meine Frisur ist viel cooler. Das meint doch Freezer. Ja, Entschuldigung. Hab heute ein bisschen zu viel getrunken. Zu viel Wasser intus. Man muss ja viel trinken. Zu viel seichtes Wasser, ouch. Und jetzt bist du down. Mal die Rückkehr versuchen. Oh yeah. So, Pyron, was mit dem Level Up. Das sieht doch very nice aus. Man, jetzt haben die immer nur ein Pokémon her. Es ist doch zum Mäusemelken. Oh, das ist eine ganz große Treppe. So, willst du auch noch fighten? Gerade bei Pokémon steht KB Plus. Ah, das Wassersortiment. Was? Wassersortiment? Ah, Warensortiment. Hallo Mann, kann ich dir helfen? Versuch's mal. Ach nö. So Dinge brauche ich nicht. Die verwende ich nie. Du. Kann zwar mitunter mal nützlich sein, aber Problem ist eben, du verschwendest immer einen Zug dafür. Oh.
Proteine. Das wäre gut für EP-Training, das stimmt ja zwar. Weil so etwas muss ich mir mal überlegen. Erhöht doch den EP wäre Quatsch, EV-Wert. Erhöht doch den Wert eines Statuswertes immer um 10 EVs. Du kannst dir maximal 100 EVs mit denen verteilen, sprich maximal 10 Getränke auf einen Wert. Also sprich, ihr könnt den Pokémon maximal 10 Proteine geben und 10 Eisen. Oder 10 Calcium oder 10 Zink, wie auch immer. Dann haben wir noch ein paar von anderen. Ein Pokémon kann sowieso maximal nur 255 haben. Ne, Quatsch, 254. Ne, 255, stimmt. Hä? Moment. Ich glaube, ich muss ihn mal in die Pokémon-Schule. Ich weiß gar nicht mehr, wann. Wie viele EVs waren es denn auf dem Wert? Moment mal. Ne, stimmt doch gar nicht. 256 auf einen Wert und insgesamt 510. So, Moment. So, ja, stimmt. Bin gerade ein bisschen verwirrt. Egal, irgendwie so war es darum. Muss nochmal kurz Artikel lesen. Mann, ja, schon eine Weile her, aber bald erscheint ja Pokémon X und Pokémon Y. Habe wieder genug, um mich da repetieren, beinahe gesagt. Repetierende Wörter und so, ja. Nee. Zum Auffrischen, so herum. Mann, ja, ist auch schon spät. Ich sollte langsam mal ins Bettchen gehen. Das Problem ist nur, Freunde, wir müssen auch trainieren. Wir sind ja so weit fertig, es gibt nichts mehr zu tun. Das heißt, nächste Station wäre Twin Drake City, die Arena. Das heißt, ich mache es jetzt so. Ich werde jetzt mal kurz meine Pokémon wieder ablegen. Oder zuerst mal heilen, das wäre auch eine gute Idee. Wir heilen deine Pokémon. Und finden, du bist jetzt froh. Ja, bin ich auch, dankeschön. Mein Plan, liebe Freunde, bis zur nächsten Episode offscreen trainieren, das werde ich wie folgt übernehmen. Erstmal den Quad ein bisschen verschieben. Oh doch, ja, doch. Aber nicht hier, nicht beim Oh doch. Nee. Ja, gut. Nächste Arena brauche ich ja insgesamt 3 Pokémon, denn der Arenaleiter spricht Drake, ist Quatsch, Lysander. Setzt auch nur 3 Pokémon ein, deswegen halt 3 gegen 3 Kampf. Das wird wohl so aussehen, dass ich jetzt erst einmal Madrigal ablege. War schön mit dir, Kumpel, aber nö, wird wohl nichts werden. Maschak will, wenn er will. Nö, was soll der machen? Pyron trainieren? Nee. Mann, was mache ich jetzt hier? Moment, ganz kurz überlegen. Pyron doch, muss ich rausnehmen. Stopfe den mal hier hin. Jetzt, ich mache das jetzt. Auron nehme ich sicher mit. Gut, Electek auch, sprich Flashy Boy. Dann werde ich noch... Ja komm, ich mach's gleich so. Ich lasse die hier und werde dann offscreen mal einige Pokémon trainieren. Und zwar genau diese 6 Stück. So wird ein Schuh draus. Ja, ich hoffe es mal so. Mann, nicht so. So wird ein Schuh draus. Schon wieder. Oder Sandalette, wie auch immer. Die 6 werden trainieren. Maximal auf Level 45. Das denke ich, werde ich ganz gut. Oh, verdammt, ich habe... Nein, Beetle noch das Glück, so muss ich nachher noch holen gehen. Ja. Diese 6 Pokémon trainieren. Maximal Level 45. Das dürfte eigentlich reichen, so herum. Sprich, Shelby halt, vielleicht mache ich bei ihm auch auf 46 oder so, mal schauen. Ja, außer bei denen, die halt eine neue Attacke lernen würden. Also Beispiel jetzt würde Auron jetzt auf Level 44 eine Attacke lernen. Ich weiß gar nicht, könnte natürlich sein. Dann trainiere ich nur bis Level 43, bis ganz knapp vom Level Up. Dann kommt das Level Up, das seht ihr dann noch. Und dann geht es eventuell weiter mit dem Training. Oder ich werde dann bei ihm auch aufhören und sagen, 44 reicht bei ihm für die Arena. Genau, bei anderen würde ich sagen, mache ich auch so weit, bis sie halt eine neue Attacke lernen. Oder halt auf Level 45 sind, eins von beidem. Und jetzt bekommt Laterra, damit ich auch ein neues Thumbnail habe noch, kriegt Laterra hier noch das Item. Endlich mal. Und zwar, wo ist da jetzt der Finsterstein? Wo habe ich ihn? Michael sortieren. Kategorie, dankeschön, geht doch. Finsterstein, hier ist er. Macht euch bereit. Für die stärkste Laterne der Welt. Bäh. Streckt mir voll die Zunge raus, doch jetzt wird's ein cooles Pokémon. Wow,
Der Laterra wurde zu einem Skillabra. Und dann sind wir noch Laterra. So, liebe Freunde, ja, das war's soweit von Laterra. Der wird dann da ein bisschen trainiert und so. Ihr seht schon, Cup-mäßig, ja, nicht so das Wunderviech. Aber was die Spezialangriffsuhr 126, mein lieber Scholli. Sogar mehr als Psyana. Das will was heißen, Freunde. Oh yes. Das wird richtig geil. Feuerfänger, gut, vor allem gegen Feuer-Pokémon, kann man den gut einsetzen. Spukball hat er auch, Irrlicht kann man noch behalten. Funkenflug wird später gegen Flammenwurf versetzt. Was hier hinkommt, weiß ich noch nicht. Vielleicht Energieball oder was anderes. Vielleicht auch Konfusstrahl noch, kann ich ja nachlernen lassen. Per Herzschuppe. Herzensschmerz, egal. Das war's für heute hier bei Pokémon Weiß 2. In der ersten Episode dann, wie gesagt, der Kampf gegen Lysander von Trinidad City. Und ja, der Erinnerung würde ich mal sagen, ja? Die Arena wartet auf uns. Und bis dahin werde ich wohl fleißig trainieren müssen. Oh Mann, oh Mann. Ciao zusammen.